Weiter geht es frisch und fröhlich hier bei Twilight Princess HD mit dem bereits 14. Part. Und ja, jetzt sind wir langsam, wie soll ich sagen, langsam ein Zeitpunkt, wo es echt mal spannend und interessant wird, weil wir jetzt endlich mal, naja, mehr oder weniger zumindest mal die ganze Welt erkunden können. Ja, sag jetzt mal die ganze Welt war, aber jetzt kommen halt immer dies und das hinzu und das ist einfach nur geil. So, was mir aufgefallen ist hier im Menü, ich habe noch erwähnt, letzter oder vorletzter Part war es wegen der Geldbörse. War hier eine, hier eine, hier eine, hier eine, was total Quatsch ist. Weil wir haben ja noch viel zum Sammeln und daher von der Anordnung her werden wir natürlich noch dies haben und dann noch jenes und das hier auch noch. Also von dem her. Ja, es kommt noch ein bisschen was dazu, aber das ist ja gar nicht mal so schlecht. Weil, wieso ist denn der Geruch der Kinder hier oben eigentlich? Weil natürlich, dass die Geldbörse ist, Lachbombentasche hier, Köcher hier. Aber auch wenn hier, aber das geht gar nicht, weil wir haben eigentlich 2 Sammeldinger noch im Spiel. Wir haben Stempel 2 von 50 erst gefunden, das kann eine Weile dauern, bis sie alle haben. So, wir gehen nach Orden zurück. In der Hoffnung, dort noch ein Herzteil ergattern zu können. Was eigentlich jetzt möglich sein sollte, da wir Epona haben. Also ganz ehrlich, Epona steuert sich hier, ja, HD Remake echt ein bisschen schwieriger, als ich es in Erinnerung habe. Nicht mehr so schnell wie auch schon. So, wenn man, ich muss hier. Also, ich weiß auch nicht, aber ich habe es echt ein bisschen anders in Erinnerung. So, also aber Zeit hierzu. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich eigentlich Zeit, ein bisschen zu üben. Und plötzlich, Michael, wo bist du? Der Postbote wieder mal. Ja, hier bin ich ja, was ist los? Hallo Michael, ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender Tante. Sagt ihr das etwas? Wie findet ihr mich überhaupt immer? Und es wäre erledigt. Und ab die Post. Die Tante. Ja, was ist unsere Lieblingstante? Lieber Freund, ich freue mich wirklich, dass wir uns kennengelernt haben. Wir haben eine Frühe zusammen miteinander verbracht. Sogar mein Liebling hat seit langer Zeit mal wieder gelächelt. Ich bin uns zu Dank verpflichtet. Wir entdecken wie uns. Wir sind die Tante. Wir treffen natürlich nie im Tempel wieder, von dem her. Lass mal gucken, jetzt haben wir wie gesagt Epona dabei. Ich würde gerne etwas anderes noch gucken. Und zwar habe ich, hast du schon mal erwähnt. Moment. Ja, ich glaube, ist es hier, man sieht es kaum. Doch, da müsste unser nächstes Herzteil sein. Was wir dank dem Sturmbumerang bekommen können. Und die fliegenden Viecher gehen mir auf die Nerven. Aber ich habe Epona, dieses störrische Viech. Blub, blub, blub. So, da war es, glaube ich, sogar. Nicht tot? Ja, ist gut, Epona. So, ein anderer Down ist interessant. So, da haben wir noch Punkt für das, aber später erst, nämlich für den Greifhaken. Das war sehr elegant, Link. Hol mir das Herzteil. Wir haben einen kompletten Herzcontainer, Freunde. Ich freue mich. 5 Herzen, geil. Wir haben noch eine Fee. Hallo. Dieses Viech geht mir auf die Nerven. So, 5 Herzteile bereits, von insgesamt 45. Das heißt, noch ein bisschen was vor uns. La 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 la, ach ja. Jetzt wird's endlich interessant. La 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 la. Aus dem Weg, Mann, ich hab's eilig. Pronto. Da sind wir auch schon wieder im Wald von Faerûn. Also, ich habe mich warum ist eigentlich... hallo? Aha, jetzt sehe ich es auch erst. Entschuldigung, da war ja die Kochstelle. Ich frage mich immer noch, warum zum Henker können wir eigentlich nicht zurück in den Wald, also sprich normal im Wald? Wieso ist überhaupt dieser ganze Giftnebel noch da? Es gibt für mich gar keinen Sinn, weil wir haben doch
Boss platt gemacht. So. Naja, der Wolf müsste eigentlich als nächsten Teil jetzt gleich kommen. Ich überlege gerade die zweite Kunst. Ich glaube, das hat jetzt mit dem Schild zu tun, wenn ich mich richtig erinnere. Moment. Bin aber schon noch richtig... Oh, Entschuldigung. Bin aber schon noch richtig hier, wa? Ja doch, jetzt kommen wir direkt dazu. Also ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich links unten den Wolf nicht sehe. Ist ja gut, Epona. Ganz ruhig. Das ist ja schon. Wobei ja auch die Frage ist, warum ist der Wolf sowohl in der Lichtwelt als auch in der Schattenwelt eben noch ein Wolf? Wir werden ja in der... Jetzt haben wir es gerade zum ersten Mal richtig gesehen, das eine Auge, das linke Auge irgendwie, naja, zerstört wurde, wie auch immer. Es ist gut, dich zu sehen. Du ähnelst schon etwas mehr einem Helden als beim letzten Mal. Bist du bereit, den ersten weiter meiner okkulten Künste zu erlernen? So sei es denn. Und sofort zeige mir, ob du den Fangstoß beherrschst, den ich dir das letzte Mal gelehrt habe. Greif mich an. Das war, glaube ich, gerade ein bisschen zu schnell fürs Spiel. Sehr gut, du hast meine okkulte Kunst tatsächlich so eingemacht. Wohlan, die zweite okkulte Kunst, die Schildattacke. Erlerne sie und präge sie dir wohl ein. Die ist richtig nice, Leute. Die Schildattacke. So geschickt du dein Schwert auch führst. Schützt dein Gegner sich mit Schild und schwerer Rüstung, wirst du nichts ausrichten. In einer solchen Situation drücke ZR und presst dein Schild gegen die Rüstung des Gegners, um ihn zurückzudrängen. Visiere mich mit ZL an und versuche mich auf diese Art und Weise im richtigen Moment mit einer Schildattacke anzugreifen. Yo! Genau, so wäre es eigentlich. Also sprich, zack, und dann... So geht er mit dem Schwert an. Jo. Genau, so ist es gut. Also die Verteidigung des Gegners ist überwunden, so kannst du mit dem Schwert angreifen. Die Schildattacke kannst du auch verwenden, um den Angriff deines Gegners zu kontern. Versuche nun meinen magischen Angriff in einer Schildattacke auf mich selbst zurückzuschleudern. Magische Attacke? Moment mal, das Lichtkugel kennen wir doch von Ganondorf. Genau, gut gemacht. Schleuderwurf geschossen an den Gegnern zurück, wenn sie versuchen, dich damit anzugreifen. Ist etwa Ganondorf, der uns etwas beibringen will? Nee. Die Schildattacke zum Meistern gelernt. Yo, hä! Yeah, geil! Greif dann an. Yo. Noch 5 okkulte Künste sind mir gegeben, die ich dich lehren will. Ja, die okkulten Künste gibt vor allem noch 2. Also eine, die in Kombination mit der Schildattacke noch ganz geil ist, und dann noch eine weitere, die, naja, die uns vor allem bei den schweren, großen Gegnern noch sehr, sehr helfen wird. Was auch sollst die Kraft finden, der Gewalt eines Feindes zu trotzen. So übe denn den Umgang mit dem Schwert, bis wir uns wiedersehen. See you later, Alligator. Ja, was? Jo, klappt. Gut. Epona, wir gehen weiter. Kann ja mal darauf noch gucken, ob wir jetzt eigentlich mittlerweile auch Herztränke kaufen können. Ich glaube, es wäre weniger. Ich denke mal, ja, wird immerhin oder weiterhin nur mir dämliche Milch zu verkaufen haben. Aber wer weiß, man kann ja noch hoffen. So, absteigen. Natürlich erstmal an die frühe Kunde mitteilen. Die Kinder, sie leben noch. Sie sind in einem anderen Dorf in Kakariko. Und die Türen sind noch abgeschlossen. Das gibt's nicht. Was? Die Kinder? Ach so, in Kakariko sind sie also. Noch wohlauf. Ach, bin ich erleichtert. Ja, da kann man wieder in Ruhe Handel treiben. Man gibt ja auch alles noch, vielleicht aber etwas, das ihr brauchen könnt. Sieht euch ruhig um. Ja, jetzt könnte es mir eigentlich etwas gratis geben, aber wir haben genug Geld von dem her. Vor allem das Krasse ist ja, 10 Rubine für Milch. Klar, die füllt nicht auch Herzen auf, ein roter Trank, ein rotes Elixier, aber trotzdem immerhin
naja, kann man sie zweimal trinken, also das ist natürlich auch schon geil. Dankeschön, jo. Einmal Fee, einmal Milch, passt. Geh mal zum nächsten. Ich glaube nicht, dass wir wirklich etwas bekommen vor allem, aber es ist doch noch interessant. Allen die frohe Kunde mitzuteilen. Du. Servus. Michael? Ja, das bin ich. Die Kinder sind am Leben. Sie leben also noch. Oh, was für ein Glück. Ich bin ja so froh. Das ist ganz geil. Jo, finde ich auch. Ich mal ihm als nächsten. Den Bürgermeister mache ich erst zum Schluss, Leute. Hey, Michael! Wie geht's inzwischen, dass die Kinder herausfinden können? Jo, es ist so, es ist ein Kakariko, es geht ihnen gut, bla bla. Was? Kakariko? Das ist der. Ah ja, mache ich sofort. Lass mich noch deiner Frau erzählen. Denn auf mich soll man sich ja verlassen können, wa? Ah, da ist sie ja. Bla 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 bla. Sieht immer noch leicht niedergeschlagen aus. Seltsam. Hallo Ufi. Na, wie geht's so? Da gerade können noch werfen. Aber nee, das wäre jetzt ein bisschen fies gewesen. Ein Hund werfen. Das große Hundewerfen hier bei Twilight Princess. Dann mal zum verletzten Mo seiner Frau gehen. Vor allem seiner schwangeren Frau. Wo ist Mo? Momo! Wo ist Mo hin? Ist er weg? Oh, Colin lebt. Colin ist also noch am Leben. Ja, deinem Sohn geht's gut. Hat er Hoffnung nie aufgegeben. Danke, Michael. Vielen, vielen Dank. Ich muss unbedingt allen erzählen. Ja, würde doch gerne, weil er bloß wissen, wo der Mann ist. Wo ist denn der? Wo könnte Momo denn sein? Hier ist er nicht. Da auch nicht. Da ist der Bürgermeister. Michael! Ja, ich bin's. Alter, was für Augen. Tatsache, Michael, also bist du noch am Leben. Was mit deinen Kleidern? Ist was eigentlich letztes Mal mit dir passiert? Naja, ziemlich viel. Ich bin ein auserwählter Held und so, ist ziemlich geil. Komm erstmal rein, dann sehen wir weiter. Verdammt, ich will das eigentlich eher später machen. Ich kann es nicht überspringen, interessant. Kakariko, alles klar. Und die Lia, ist das sicher auch dort, oder? Aha, verstehe, so ist es also. Nicht gut, gar nicht gut. Verdammt, was mache ich jetzt? Also gut, Michael, was wirst du jetzt tun? Das Dorf ist im Moment viel zu unsicher, um die Kinder hierher zurückzubringen. Gibt es nicht irgendwas, das sie hier tun können, um dir zu helfen? Ja schon, ich muss bei den Goronen vorbei, die macht ziemlich stunk und naja, ich muss irgendwie stärker werden. Was, suchst du einen Weg, an die Goronen zu besiegen? Nein, ich muss so fett werden wie du. Verstehe, jetzt weiß ich auch, warum du hergekommen bist, um mich zu sehen. Also gut. Ich kann das Geheimnis verraten, aber du versprichst mir doch, dass du es auf keinen Fall weiter sagst. Jo. Klar doch. Verstanden, du wirst auf keinen Fall verraten. Ja. Komm mit. Das muss ein Großgeheimnis sein. Du weißt, wie man eine Ziege in die Knie zwingt, oder? Ein Ringkampf funktioniert im Prinzip genauso. Soll ich es dir ganz genau erklären? Gerne. Also gut, dann wollen wir dir mal beibringen, wie man im Ring eine gute Figur macht. Zunächst einmal, ein Ringkampf findet im Ring statt. Wow. Auf die Idee wäre nie gekommen. Es gewinnt derjenige Kämpfer, dem es gelingt, den Gegner aus dem Ring zu schieben. Ja, Ringer eben. Jetzt greifst du den Gegner mit Hilfe von A, weicht der Gegner aus, schlägst du mit Hilfe von B. Dann machst du selbst aus. Okay, wenn die Laternen wir den Ring schieben können. Nö, zuerst reicht's mal. Ich bin eh mehr der Typ bei Learning by Doing. Wow. Wer alles wackelt? Dudu.
Das ist irgendwie ein bisschen fies, Leute. Ich meine, klar, das Triforce Fragment des Mutes, aber nichts tut sich. Jo, Mann. Set. Fight! Du bist gleich raus! Tschüss, Mann! So geht das! Cool, wa? Das ist eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben und du scheinst immer noch gut in Form zu sein. Na gut, diesmal werde ich es dir nicht so leicht machen. Greif an, jetzt ist du einen Geroden vor dir. Ja, die zweite Runde ist ziemlich schwierig, Leute. Also, schwierig ist unterschiedlich, aber ich hatte schon mal große Mühe damit. Genau deswegen, weil er sich gar nicht mal so ungeschickt darstellt, einfach immer ausweichen und er macht es ja genau, genau gleich. Oh! Aua! Kein fast da, wo ich ihn haben will. Aua! Nein, schon wieder. Oh, oh Mann, lass mich los, du verschwitzt, alter Sackwurf. Natürlich ist ausgewichen. Ja, ich sage, es ist nicht ganz so einfach. Was war denn das? Du bist wohl nicht mal der Sache. Ja, ich schon, du bist einfach viel zu fett. Versuch's nochmal. Ja, aber gemacht. Ah, gedrückt halten. Sommertorino! Hui! Ich sage, er kann meinem Schlag ausweichen. Ist klar, Kumpel. Wieso kann ich eigentlich seinem Schlag nicht ausweichen? So, komm schon, ich hab dich doch! Ja! Warum nicht gleich so? Alter, was der Bauchmuskel Link hat. Du bist richtig gut, hätte nicht gedacht, dass du mich so laut aus dem Ring schiebst. Und versprochen ist versprochen, also dir wohl auch das Geheimnis verraten, wie du einen Geroden besiegen kannst. Okay, na Michael, ja, um einen Geroden im Ring zu besiegen. Und sich in dieser Truhe. Na los, mach's ruhig auf. Hä? Ein Item? Der cheatet? Fauler Sack, ey. Die Eisenstiefel, diesen Schiefen wirst du so schwer, dass selbst ein Grund dich nicht umhaut. So, ich sage ja cheaten. Ja, siehst du, diese Stiefel aus solidem Eisen gefertigt. Wenn du sie trägst, wird auch ein Grund dich nicht so leicht umhauen können. Ist aber keiner davon, vor allem Lerner darf unter keinem Umstand davon etwas erfahren, ja? Klar. Naja. Ein bisschen umgucken hier. Also müsste das eigentlich Elias Bett sein, oder wo schläft sie sonst, oder irgendwie... Also die andere Frage, wo pennt er eigentlich? Ach so. Ja, das wird wohl definitiv sein Bett sein, weil ganz ehrlich, welche Tochter eigentlich schon ein Bild von ihrem nackten Vater auf? Das wird vermutlich auf keinen zutreffen. Und auf keine. Nee, sowas machen Kinder nicht. So, ein Problem weniger war. Die Eisenboots sind direkt mal hier auf X, aber braucht da oben kein Lampenöl. Am Lila sind's. Aber wir haben noch was anderes zu tun. Und zwar, wie ich bereits erwähnt habe, hier ein Herzteil holen. Ich habe nochmal nachgeguckt und offenbar brauche ich gar keine bestimmte Zeit dafür. Klingt verrückt, ist aber so.
Seltsame Spuren. Ah, vom Gatter. Gut. Und da ist er ja. Du. Michael. Ja, der bin ich. Immer noch. Ist also Vatikans in Sicherheit? Aber ist ausgerechnet Kakariko? Darüber muss er mir wohl jetzt keine Gedanken machen. Du bist wirklich ein toller Kerl. Ich stelle mir gerade vor, wie sie sich alle gefreut haben müssen. Na, wie gesagt, eigentlich müsste es eigentlich klappen jetzt. Ich bin jetzt zu früh dran? Ziege, da, aus dem Weg da. Epona, mein treues Ross. Haben ihn gebracht, ja. Wie sieht's aus? Und dann wenn wir uns in den Stall treiben. Machst du's? Okay, versuch's mal ganz kurz. Weil wie gesagt, es müsste jetzt bereits klappen, dass wir dafür ein Herzteil kriegen. Und zwar auch ohne, dass wir irgendwie eine bestimmte Zeit haben. Aber ich dahin durch. Oh, diese scheiß Ziegen, ey, ganz ehrlich. Wieso geht der da entlang? Jetzt mal rundherum schicken, wa? Einmal ein bisschen kreuzen rüber, wa? Gut, wäre schon mal die rechte Seite alles leer. Vielleicht hier. Ja, warum eigentlich nicht? Wow! Natürlich muss es auch hier wieder mal einen Außenseiter geben. Gehst du wohl rein? Dankeschön. Ja, komm schon. Auch ihr müsst noch rein. Okay, jetzt sind sie sauer. Die haben zu sehr angetrieben. Da passiert eben das. Natürlich auch mal die noch antreiben zum Schluss hin. Also 2 Jahre sind alles andere als eine gute Zeit, wie ich finde. Na, aber doch. Ein Herzteil. Yo, Mann. Wir muss sagen, krasser Part, war. Neues Item bekommen. Wir haben gelernt, wie man ringt. Wir haben dann sogar noch ja, 2 Herzteile plus eben noch neue okkulte Kunst. Wir können für heute zufrieden sein, Freunde. Also ab zurück nach Kakariko. Und dort wird uns, ich fürchte, eine neue böse Überraschung erwarten. Wir erleben sie, aber sie wird uns dort erwarten. Wo ist eigentlich Mo hin? Der ist ihm noch nirgends zu sehen. Na, was soll's. Wir haben 5 Herzen, wir haben eine Fee in der Flasche, wir haben eine volle Milchflasche. Was will ein Junge aus Kakariko sonst auch noch groß erwarten? Wald von Faerun. Jo, so kennen wir den. Blub, 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 blub.
Sehr schön. Servus und tschüss. Wir gehen wieder zurück auf die Ebene von Hyrule. Und hier werden wir in der nächsten Folge, Freunde, oder, ja, mal ganz kurz, hier platt. Ja. Nächste Folge, dann geht's ab, zurück nach Eldin, nach Kakariko genau gesagt. Und mal gucken, was unsere Freunde da so treiben in der Zwischenzeit, wa? Bis dahin, tschüss.